Guten Morgen, Tien Ola. Ich heiße Tien Ola herzlich willkommen zu dieser Morning Service hier von Dalen. Und wir haben hier eine Zeit lang, wo wir haben aufgebrochen von der Boy-Predigt, unsere Serie, was wir durch das Neue Testament gehen. Und wir sind nu in das 16. Part von einer Boy-Predigt. So, würde ich in der Bibel aufmerken, Matthäus 5, Vers 33 bis 37, was ans Tags von dir. Matthäus 5, Vers 33. Dann hab ich gehört, das an Jesus in der Wird, aber du bist an denken. Dann hab ich gehört, dass der alte Zeit, dass der alte Zeit gesagt wird, du sollst nicht voll schwören, aber dort für Gott holen, was du geschworen hast. Aber ich sage Ihnen, dort überhaupt nicht schwören. Nicht beim Himmel, wegen dort als Gott sein Thron, und nicht bei der Erde, wegen dort als seine Voetbank, oder bei Jerusalem, wegen dort als den großen König seine Stadt. Du sollst auch nicht bei den einen Kopf schwören, weil du kannst nicht einmal eine hohe Wette oder Schwert mehr. Lass ihn ja sein und ihn nee sein. Was du ever gehen, kämpft von beiden. Wir uns hoppen hin. Lass ich recht davor, wir kommen für die. Und wir danken dir für diese Zeit, was wir hier können haben, als Versammlung. Und wenn wir in den Worten ankicken, dass wir das machen begreifen können, was die uns damit lehren was. Herr, wir weiten das von der Natur, sind wir nicht fähig. Und wir kommen so sehr hart, merken, dass wir Dinge verstehen können, so wie die sollen verstehen. Deswegen beten wir um den Geist und um deine Lehrung. Wenn ohne den können wir nicht begreifen, was das wirklich sagt. Und das merkt uns auch kein sein. Aber Herr, musst du das geben. Willst du das selbst versprechen hast und wenn du selbst dein Wort gegeben hast. In himmlischer Vater, ich bete auch, dass du mir machst, die Wort geben zu reden, dass du das was geredet hast. Und mache ich mich nicht will und irgendwo an mein eigenes Gott denken, du was mang zu tun. Aber, dass das allein dein Wort ist, was du reden hast. Und das kann ich in Jesus Namen berichtet. Amen. So, wenn wir hier mal checken, dann, was Jesus hier sagt, wir haben gehört von, wenn wir schwören dann, oder wenn wir würden ein Versprechen machen, dann soll wir das holen. Wir sind schuldig, das Versprechen zu holen. Und so wie wir stehen gesehen haben, Jesus, der sehr einmal wie Jesus das gesagt, aber ich sage Ihnen, meint dort, dass Jesus dort verachten hat, was Gott durch Moses geredet hat, und er fährt nicht was nicht an, no, er hat das nicht verachten. Er hält dort, was Gott durch Moses geredet hat. Bloß Jesus, der hält das auf einem viel höheren Level, als die Menschen das jemals können. Und wenn er sagt, du sollst nicht voll schwören, aber dort für Gott holen, was du geschworen hast. Das wäre, was wirklich in Moses in gesagt wird. Wenn du was schwören lässt, wenn du was versprechen merkst, dann sollst du das holen. Wenn wir mal gucken, 3. Mose 19, 3. Mose 19, Vers 12, Du sagst Gott, das steht zu Moses. Die sollen nicht voll schwören bei meinen Namen und jenen Gott seinen Namen verehren. Ich sie der Herr. Die sollen nicht voll schwören. Ein anderer wird, die sollen nicht wollen, ein Versprechen zu machen, was die nicht mal holen kann. Und in 4. Mose, Vers 30, Vers 2, du sagst Moses, es steht, du der dort noch ein klein bisschen
in een klein beetje dieper gaan en dat met klarer explain. Du sagt es dit. 4 Mose 30 vers 2. Moses redt met de Lehrer von der Stamm in Israel en zegt, dit is wat de Herr gesagt hat. Wann ein Mann dem Herrn ein Versprechen merkt oder ein Eid schwören dat hij sich für wat verpflichten will, dann soll hij sein Wort nicht brechen. Hij soll alles tun, so als dort über seine Lippen gekommen ist. Und dann, wenn wir würden wieder gehen, hier habe ich nicht Zeit von der und zum das alle durchgehen. Hier so von den 4 Versen wieder, du redest von, wann er früh ein Versprechen merkt. Und wenn die Nacht anbefriedet ist, der lebt bei den Führer. Und der Führer da nichts sagt, dann ist das ein gültiges Versprechen. Aber wenn der Führer dort hört, und da du nicht mehr einverstanden ist, dann ist das nicht ein gültiges Versprechen. Aber wenn der sich nicht befriedet und der Mann du nichts sagt, dann ist das ein gültiges Versprechen. Aber wenn der Mann dort nicht wieder lässt, der sagt, das ist dort nicht gut, was diese Mial versprochen haben, die haben sich mit der befriedet, dann ist der Mial los von ihr Versprechen, aber dann ist das nicht ab zu den Mann. Aber das ist nicht lange, das ist eine ganz aparte, eine Botschaft. Aber worum will ich zurückgehen? Moses, dort wie das sein kann, dort wir wirklich in Gesetz Moses geschrieben, das Gesetz von, wann wir ein Versprechen machen. So, wie das auch, wenn die Menschen Gott was versprechen tun, dort wir unbedingt nicht auch. Aber weißt du, was da auch ist? Ist der Mensch fähig, um dort Versprechen zu holen. Das, wo das auch wird. Und das wird Jesus an sich sagen. Er sagt, wie gesagt, ihr soll nicht falsch schwören. Aber wenn die was versprechen haben, wenn die ein Versprechen gemerkt haben, dann seid ihr obligated, das zu holen. Jesus kann sagen, das überhaupt gleich. Das gleich. Und was geht das hier? Warum soll wir nicht? Weil erstens, Jesus hat das hier ganz klar gesagt, warum nicht? Er sagt, wenn wir heute hier immer mit drauf gehen, in Matthäus 4, Vers 36, er sagt, du sollst auch nicht mit den einen Kopf schwören, wenn es die Kost nicht einmal eine hohe Witt oder Schwert mehr. Also ein anderer wird Jesus kann sagen, die verbringen ihr überhaupt nicht. So, warum will die da noch ein Versprechen mehr? Das ist, was das hier geht. Das geht nicht um, das zu verachten, was Moses geschrieben hat, was sie sollen. Das geht um uns beschützen, dass wir nicht was uns übernehmen, was wir nicht können durchführen. Das ist, was das hier geht, was Jesus uns hier lernt hat. Wenn er sagt, in der 34. Vers, aber ich sage jemand, dort überhaupt nicht schwören. Nicht beim Himmel, wegen das Gott seinen Thron. Und das soll sagen, gleichzeitig gebraucht werden, wenn, ich weiß nicht, es mag ganz plötzlich redende Menschen, so soll es uns das hier ist. Aber in der englischen Welt habe ich das manchmal gehört, wenn du wer mit einer Eng ist und die will ab irgendwem überreden, dass die einfach, weil man sagen, das ist im Trouble und der verspricht alles, was er auf uns kann. Und er wird so leicht zu sagen, I swear to God. I mean, ich kann, die wollen sich durch Reich aussprechen, nicht? Das ist ein Ding, was sehr ist, missbraucht wird. Jesus sagt, das ist dort. Wegen wenn wir mal kicken tun, wenn wir ein Versprechen merken, wo jährlich ist das Versprechen? Wo leicht haben wir dort nur kommen, was wir versprochen haben? Even wenn wir wem was versprechen, ich will die dann betonen. Even dort ist ein schweres Ding. In vierten Lang nicht nutzen kommen.
Warum? Wings, wie glauben wir einmal? Okay, dit wordt wat uitvallen en dit waar ik dat wat doen. En later moet we ons door een verlengde neus kijken. Dat is gewoon zo, dat stemmt gewoon. Dat is hier ganz anders uitgevallen. Van dort geruts als wat Jezus ons beschützen deed met dit. Dat we niet gleichgültig wat zijn en wat verspreken en dat door hem zullen bestätigen, dat wat we versagen is dat dan. Maar we moeten kijken in Matthäus 23, wo dit al hadden uit een context genomen, wat Moses gereed had, wat God durch Moses gereed had, wanneer ze wat verspreken deuten, wanneer ze een echt schweren deuten, wo je neven dat we dat ze dat houden zullen, en wo die dat nu al hadden, zo wie die in context genomen. In Matthäus 23, 16, door redt Jezus is dit de Pharisäer. Hij zegt, waar hij jint, bling je wegwezen. Je zijn, wanneer einer beim Tempel schweren deed, dat is nichts. Aber wanneer wer bij dat Tempelgold schweren deed, dan is einer gebunden. Je bling je noren, wat is gerater? Dat Gold, oder der Tempel, der dat Gold heilig macht. En je zijn ook, wanneer einer bij een altar schweren deed, dat is nichts. Aber wanneer wer bij dat Opfer op den Altar schwert, da is gebunden. Je bling je mensen. Wat is gerater? Dat Opfer oder der Altar, der dat Opfer heilig macht. Da wer also beim Altar schwert beim Altar mit alles, wat du boven ist. Und wer beim Tempel schwert beim Tempel in dem, der du binnen wohnt. Und wer beim Himmel schwert bei Gott in seinen Thron, bei Gott sein Thron in dem, der du boven sitzt. So, die haben da al wat ganz anderes gemerkt. Ich schwör bei das Gold, oder ich schwör bei das Opfer. Und Jesus sagt, je Hegler. Je haben das al rein alle verdreht. Maar wir müssen kijken dann, was wir das wirklich meinen, in Versprechen merken, wo das jährlich ist. Wo können wir wirklich ein Versprechen merken, was das jährlich ist? Und ich sage nicht, dass wir sollen irgendwo ein Versprechen merken, wenn wir schmieren uns bis an. Wenn wir kommen, und sogar wenn wir würden sagen, wir wollen Hebräer 6 Vers 13 gehen. Und wir übernehmen uns dort, ein Versprechen zu merken. Wie viel Macht, glaube ich, haben wir, dort dann auch auszuführen oder dort dem Versprechen zu holen? Wenn wir mal kijken dann, der einzige steht, bei wem du jetzt ein Versprechen zu merken, und der geradste steht, wo wir kennen, dort soll wir hier in Hebräer 6 Vers 13. Er sagt, als Gott Abraham dort Versprechen gab, gab er ihm dort bei einen Erd, in welches er den Erd bei keinen geraderen merken kann, mögt er den bei sich selbst. Hier ist dort, wo Gott selbst ein Versprechen gab. Und du wie keiner geraderer als Gott. Und wenn du keiner geraderer wird als Gott selbst, dann mögt er in Erd und verspricht sich dort selbst. Menschen, wenn die ein Versprechen mehr und das soll jährlich sein, das ist ein Beispiel. Hier so, manche Mensch hat in Civil Society, würde wir mal sagen, da wurden viele Versprechungen gemerkt. Wir hatten Notarius Publicus, wo das gewöhnlich passiert. Und davor wir da haben, und dann geben wir uns unsere Unterschrift, oder wir geben uns Wort, den Kontrakt oder den Diet oder was immer wir dann haben, dat die soll jährlich sein. Und warum ist der jährlich? Wegen der Wort bei einer höheren Autorität gemerkt, als wir soll sein.
Und die sagt, die Autorität, für die das Versprechen gemerkt hast, die sagt Gott dafür. Wenn wir ein Versprechen bei uns selbst merken, wo jährlich ist das? Dazu will man nicht kicken. Und Jesus war da sagt, tut das gleich. Meint dort wir da nicht mehr würden, wo eine Unterschrift geben, wird wir da nicht mehr wo in die unterschrieben. No, I mean, das ist unbedingt so, was wir nicht für erst brauchen. Das ist, wo Society bestehen bleibt. Das ist, wo das gemarkt wird, das ist dein Land, das ist mein Land. So, du musst gewisse Regeln über da alles sein, wenn es nicht so eine Regeln sein ist, du das sehr beißt ho. Du das wirklich, du das sehr beißt ho. Das ist noch ganz apart eine Botschaft, wo ich einen Tag nochmal gleich merken, wo nicht Regeln sind, wo nicht das Zivilgesetz ist, du das sehr beißt ho, wenn du kein Gesetz hast, dann bestimmen, das hier den sind, und das hier den sind, wo arbeitet so eine Society bald? Okay, wenn du kein Eindämmer zu das hast, und die Menschen, die begierig sind, die kommen und ihnen sich dort alle tun. Und das, was dann mal in Russland passiert ist. Zu den Anfangs 1900 Jahren. Das ist sehr, sehr kämmerlich zugegangen. Wo die Regierung, was du zu regieren deit, der ist untergegangen. Und wie würde man sagen, eine Marxist Society, eine Society, die Menschheit, was wegen viel hat, wegen viel sind, zu nichts gekommen sind. Und das sind da über da, was haben Gott han eugewandt, dort sich vermehren deit. Und dann kam Aufgaben zu machen, und wenn so eine Regierung, die dort unter ihre Ordnung hat, oder unter ihre Kontrolle hat, wenn die dann nicht mehr existieren, was bleibt, was dann passieren? Und das ist krass, was dann passiert ist. Dann kommt der andere, was sich selbst bejammern tun, was du glauben, wo ich nicht viel geschafft habe, das gehört mir. Und die ihnen sich dort tun, und dann kriegen dann über was von der Weg. Und das ist dann sehr schrecklich gewesen. Aber du willst nicht ein Thema von mir. Was ich will bloß sagen, ist, du hast, wir sind froh, dass wir eine Regierung, eine Regierung sind, was Ordnungen hat, was das bestimmt hat, und was du einen höheren Gottseier hast, als wir selbst sind, was das bestätigt hat, das ist deine Property und das ist deine Property, so dass die können Frieden einer mit den anderen hier einer bezieht den anderen leben. So, das ist nicht, was Jesus hier sagt, dass wir dort nicht sollen tun. Das ist nicht, was er meint. Wir würden mal abpassen, wo wir von das nehmen, wo wir von das merken. Was Jesus hier sagt, ist, dort nicht so versprechen, was nicht in deiner Macht ist, dort zu holen. Wenn ich sage, wir sollen überhaupt nicht schwören, nicht wie im Himmel, wenn es dort ist Gott sein Thron. Auch nicht wie die Erde, wenn es dort ist seine Voetbank, oder wie Jerusalem, wenn es dort ist den großen König seine Stadt. Aber dann sind wir ein klein bisschen im Trouble mit Paulus. Und was immer die Bibel sagt, von all diesen Dingen können wir nicht utladen. Paulus, der hat aber ein Versprechen ab sich genommen, wenn Jesus aber gesagt hat, sie sollen gleich schwören, sie sollen nicht ein Versprechen ab sich nehmen. Lutbus gehen ja sein und ne sein. Was die Ursache ist, und woran Paulus ein Versprechen ab sich genommen hat, das kann ich nicht sagen. So viel habe ich nicht können studieren und ich sehe dort nicht dahin gekommen. Und ich glaube auch nicht, dass die Bibel uns in Grund ja, woran Paulus in Versprechen ab sich genommen hat, aber der hat. Warum muss Apostelgeschichte 18 gehen? Apostelgeschichte 18, Vers 18. Du sagst, das ist das. Paulus bleibt da noch eine längere Zeit in Korinth. Dann aber verleiht er die Brüder in Seil mit Priscilla und Aquila Taub über in Korinth.
En kein Krieg, Leute sich der Haar aufschneiden, weil sie hat ein Versprechen gemerkt. So, naja, das ist nicht schwer zu begreifen. Wir sehen dort, dass Jesus sagt hier, wir sollen euch schwören, oder wir sollen euch uns dort tun. Und Paulus hat aber ein Versprechen ab sich genommen. Warum? Das ist mir nicht klar. Aber was wir dort gesagt, wenn du wer ein Versprechen ab sich genommen hat, dann soll er dort auch halten. Dann soll er dort auch halten. Und dort Versprechen von dort, was Paulus sein Versprechen hier so ist, dort wird ein Versprechen sein von in Nazareth. Ich weiß nicht, ob Sie mal von so gehört haben. In Nazareth ist einer, der hat sich apart gesagt, der hat sich Gott helfen, der hat sich nicht die Haare aufschneiden. Und wir wollen mal in 4. Mose 6 gehen. Du hast ein klein bisschen da eine Beschreibung von dort, wo das soll sein. Und was das zu bedienen hat, dass Paulus sich durch die Haare aufschneiden lässt. Vier Mose 6, Vers 1. Der Herr redet zu Moses und sagt, wenn ein Mensch auf Morgen oder früh ein besonderes Versprechen aus ein Nazareth ab sich nimmt und sich den Herrn wehrt, dann soll der kein Wein oder Stärke trinken. Der soll kein Wein erig, was von Wein oder Stärke Getränken gemerkt ist. Gemerkt ist trinken und kein Getränk, was von Weindrüben gemerkt ist, trinken und keine Weindrüben oder Resinen eten. Solange aus sein Versprechen hält, soll er nicht eten, was von der Weindrübenplan kommt, nicht einmal kennen oder schlüven von Weindrüben. Solange aus das Versprechen hält, soll er sich keine Haare aufschneiden, bis die Zeit über ist, dort er sich den Herrn gewährt hat, soll er heilig sein und die Haare ab seinen Kopf wachsen lassen. Für die ganze Zeit, dort er sich dem Herrn gewährt hat, soll er nicht dicht bei einen Toten gehen. Und wenn sein Vater oder seine Mutter oder Bruder oder Schwester starb, darf er sich nicht an die für Gott anmerken. Weil es dort Teten, dort er sich gewährt hat, erst ab seinen Kopf. Die ganze Zeit, was er sich aus ein Nazareth gewährt hat, soll er heilig bleiben für den Herrn. Und so hier sehen wir, dass das wie ein Gesetz, was in Nazareth zu tun hat. Der soll sich nicht die Haare aufschneiden, der soll kein starkes Getränk trinken. Das ist ein Teken von, ich habe mir apart gesagt, ganz extra für Gott. Was könnte ihr sein, dass ein Mensch sich apart sagen darf? Ich weiß nicht, Paulus in Isaac. Das habe ich nicht gefangen. Und wann hier wir erst, kann ich mich Luther wirklich traghalten damit. Ich würde gleich, wenn das noch wer studiert hat, ich würde mal gleich zu hören, was haben andere von das gefangen? Was könnte das gewesen sein? Aber das hat sind die Jef, dass ein Mensch an eng wird und der braucht Gott Säuer am Wort. Und der mögt einfach ein Versprechen, Gott, wenn die mich hier was halten, wenn die mich hier was raten, dann verspreche ich die das oder dann verspreche ich die Jant. Und dann wie ein Mensch auch gebunden. Und wie man anträgen in so Talen, wir wundern uns, okay, Jesus hat ja gesagt, wir sollen euch in Erd schwören, oder wir sollen euch. Und Paulus hat überall, hat Paulus sich mit das versündigt. Und er hat nicht. Wenn er dort hält, was er versprochen hat, hat er nicht gesündigt. Wenn es dort gesagt, verdammt den Menschen nicht, was den Versprechen mögt und dort hält. Wo das gesagt verdammt hat, als wenn ein Mensch ein Versprechen merkt und dort aber nicht hält. Dort ist, wo das gesagt verdammt hat, dort ist, wo die was aus Schuld euch erregt. So, wenn Paulus dort geholt hat, was er versprochen hat,
En een verspreking wie mij moet zijn, dat hat die boos bij die hat zwischen die en God. En die wirst nicht mal, vielleicht so vielmals nicht mal, zu wem du von reden. Da wir boos zu sein, die hat's die gewährt, die hast den Gott ein Versprechen gemerkt, und das zwischen die und Gott allein. Und ich würde sagen, wenn du von der ersten Tag noch mal wer wird, und ich sage, dass die Leute sich noch waschen, und dass wir zu sein, der soll sich apart, ich würde nicht mal fragen, was heute zwischen Arm und Gott hat. Das kann man mir nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich eine Meinung habe, dass wir würden Gott ein Versprechen merken, dass wir dann alle gerat sind. No. Wir sind entweder gerat oder wir sind nicht gerat. Wir sind nicht halb gerat. Und wenn wir Gott sie nicht kennen sind, dann sind wir ganz gerat. Gott ein Versprechen merken, dadurch, dass er mir was Dollar raten, was mir nicht halten. Und du, ich sage, Jesus, mit dem, was Jesus uns hier lernt, hat uns actually viel Trouble gespart. Warum sage ich, der hat uns Trouble sparen? Der hat uns dort von unseren Schultern aufnehmen, dort, wo wir sowieso nicht würden drehen haben können, und dort, wo wir sowieso schwer genug kommen können, mehr versichern, dass allmählich dort alle Noten kommen, wo wir uns wollen zu versprechen, den Trouble, den will er uns hier sparen. Und das, warum sage ich, das gleich. Wegen, dort wie Gott sie nicht kennen sind, dort hat er all getan. So, wir wollen nicht da, Gott sie nicht kennen sein, wenn wir ein Versprechen ab uns nehmen. Und wir wollen nicht, wenn ja Gott sie nicht kennen sein, wenn wir nicht ein Versprechen ab uns nehmen. Und so, was wollen wir von das lernen? Weil Jesus selbst sagt uns dort, in uns Tags. Das sind Kreiden, wo wir schweren tun. Dat is een kruid doen, bij wem we schweren doen. Als bij God, oder bij irgendein anderes Ding. Wir sind überhaupt nicht im Sturm. Das heißt sagt. Und er redet von das geringste Ding, was wir gerade so haben, und das sind unsere Haare. Was gerade Tito, wenn wir statt aller Hand fahren, dann verlieren wir der all bosig und wir verstreuen der alle Wehen. Und, wenn ich sage, du sollst auch nicht bedienen einen Kopf schweren. Wenn du kannst nicht einmal eine Haar wird oder schwarz mehr. Like, du bist nicht im Sturm, nicht mal eine Haar wird oder schwarz mehr. Wenn ich sage, wir mal kicken dann, wer hat alles in der Kontrolle? Wer hat uns gemerkt? Das wir sagen in Jesaja 66, Jesaja 66, Vers 1, wo Gott so klar ist, wenn wir glauben, wir sind ein Sturm, oder wir haben die Macht, Dinge in der Kontrolle zu haben, und wegen dort übernehme ich mir, was zu versprechen, dann sagen wir so, arg. Wegen, er sagt, Jesus, das ist, was der Herr sagt. Der Himmel ist mein Thron und die Erde ist mein Fußbänkchen. Wat van huis wil je mij nog bouwen en op wonen steer zal ik mij uitdrijven? Ik heb zelfs alles gemerkt wat du is. Dat is wat ik gaan wil. Dat is wat God zegt. Ik heb zelfs alles gemerkt. En dat is woher alles is, zegt de Herr. Maar ik bekenne mij over de armen, over die im Gemüt geschlagen sind, und über die Volk für mein Wort haben. So, hier haben wir ein Wort von Gott, wo du sagst, ich habe alles gemerkt. Und das ist, worum das du ist. Er ist sovereign und er hat die sovereign Kontrolle über das alles. Aber er sagt da, ich bekenne mich.
Ik kommer mij aan over de armen. Ik heb niet in de controle, niet je. Über die im Gemüt geschlagen sind. Wir würden mal sagen, der wird sich gedäumig fallen, man. Der kicken ab, aber der abkicken, wer Gott ist. Und wenn der über, wir würden mal sagen, der in er Gemüt geschlagen sind, der dient noch eine Büß vor die Menschen. Der wird das sein können, ich sie schuldig vor Gott. Ich habe mir actually der Hall verdient. Und Gott in seine Genüge, die haben mir übergerutzt, das Gehende. Von der redet hier. Und dann sagt er, und über die Furcht für mein Wort haben. Die Furcht für mein Wort haben. Und das ist die Frau. Habe ich Furcht für sein Wort? Furcht wie uns, wenn wir sein Wort lesen, und dort wir sagen, dort Furcht wie uns so für das Wort, dort wir dort so ernst nehmen, das meint das. Das ist ab ernst. Das hat Gott selbst geredet. Und Furcht hat mich so verdorrt, dass ich auch dort gehorsam sie. Das war wie uns Mann Frau. Er sagt, er kümmert sich um die Furcht haben für sein Wort. Und hier sagt Jesus, das ist schwer. Das ging euch allerhand große übernehmen und versprechen, dass von jeder Kontrolle über haben. Noch ein Ding, wo wir können mit den Kirchen ist, wenn wer die Kontrolle hat und wer alles gemerkt hat, wenn wir mal Kirchen down in 1. Chronik 29 verstehen, wo David die ganze Versammlung hat Tup gekriegt, er hat wohl so zu sein, dass Material reiten in den Tempel bühren, aber Gott lässt nicht, dass er den bühren kann. Wegen er hat viel Blut vergoten. Aber sie sehen Salomo, was den bühren. Aber der Tobit in den Tempel bühren, dort hat David alle Reut. Du sagst, David ist das. David lobt den Herrn für die ganze Versammlung und sagt, gelobt bist du, Herr, die Gott von unserem Führer Israel von Ewigkeit bei Ewigkeit. Die Herr gehört der Königs ihr in Gewalt und Herrlichkeit, die sich in der höchste Pracht, weil alles, was im Himmel und auf Erde ist, dort es dient. Die Herr gehört dort Königreich, weil du bist hoch erhoben als höchster über alles. Große Familien in ihr kommen von dir. Du bist König über alles. In deiner Hand ist Macht und Kraft, und in deiner Hand steht dort dem Groß und stark zu merken, wem du bist. Du wegen weil wie die unseren Gott danken und dienen herrlichen Namen groß merken. Was sehe ich? Fragt, hier ist David, was hier fragen hat. Was sehe ich? Was ist mein Volk, dass wir imstande wären, so viel freiwillig zu geben? Alles ist von dir gekommen. Auch diese Gaben haben wir erst von dir gekriegt und dann die gegeben. Uns geht dort nicht anders als all unsere Führer. Wir wohnen bloß als Gas oder Fremde in das Land, was du uns gegeben hast. Weil uns Leben ab ihr erst so als ein Schatten dort nicht bleibt. Also, was haben wir hier für Sachen? Was haben wir hier für eine sichere Versprechungen? Eine Garantie, dass ich kann sagen, ich verspreche mitten, ich will das tun. Das kann ich kann Gott nicht geben, wenn es das soll alles sind. Ich verspreche Gott, ich will dir das geben, ich will dir die Hand geben. Gott, wenn du mir willst mit meinem Geld geben, dann will ich von dort 10% nicht die Kirche geben. Habe ich mal so gehört. Wenn du mir was mal geben, da wo ich von dort, no. Gott wird sagen, weißt du Gott, du hast nicht mehr von das, was ich dir gegeben habe, die nicht 10% gegeben. Nicht, dass ich nicht sage, ich war von
die is maar, das ist eins hier das sagt. No, das ist nicht um was ich geht, aber nicht um was ich geht, aber was ich sage ist das. Wenn wir vor Gott kommen und wir wollen den nu mal irgendwas versprechen, was haben wir den beiden, was ich als sehen ist? Was kann ich nicht vor Gott kommen und sagen, Gott, wenn du mir das was geben, dann wo ich das in Jahren für die tun. Weil wir ran uns alle wegen hart. Das kann ich David hier sagen. Like, was haben wir, was du nicht all erst uns gegeben hast? Und so, das krieg uns Trouble für. Wir glauben, wir sind in Sturm, was zu geben. Und er muss ihnen sagen, wir sind nicht in Sturm. Wir sind nicht in Sturm. Wenn wir glauben, wir können Gott noch was geben, dann ist das bis all Gott sehen, wegen er hat uns das erst gegeben. Und das ist auch noch die nächste Ursache, warum das nicht halb, wenn wir glauben, ein Versprechen zu machen. Wings, was ist das dann, was wir sollen tun? Was ist das, was Jesus uns hier wirklich sagen hat? Weil ich sage, Lut gehen ja sein und die nee sein. Was du ever gehen, kommt von Beusen. Wenn, wir müssen noch mal von was reden. Das ist mein Plan, das ist, was ich will. Und wir müssen noch mal mit wem schachern und uns fehlt noch mal Kredit. Und wir müssen das klar tun, was wir in der Rechnung haben. Wir müssen abrechtig mit Dingen umgehen. Und so, dann kommt es noch mal drauf an, wir müssen uns Jawort geben. Wir müssen ein Versprechen geben. Das ist, was ich die Versprechen da, aber dann und dann, weil ich die das erjahnt entrechten. Aber wo sicher sind wir uns dort? Und wo sicher wollen wir uns eine Person dort versprechen? Das ist gerade, wo wir uns können, säuerlich zum Normerken, würde ich mal sagen. Wofür sind die Dinge rein ganz anders, als ich die erst geloten habe? Wofür nimmt sich das alle ganz anders heran? Dort, wo einer sich das ewig geteilt hat, da muss einer sich immer schämen. Dort einer das überhaupt gewollt hat, oder dort einer das überhaupt versprochen hat. Wofür passiert uns dort? Warum? Wegen das, was der König David hier sagt, uns geht das alles so dort. Wir sind hier bloß ein kleines Stolz, wir reisen hier bloß durch und wir haben hier nicht sicher. Wo müssen wir das dann mit den Dingen tun? Ja, Jakobus hat die Antwort. Du wären Menschen, die sehen, wir haben da in der Stadt fahren und wir wollen Jakobus Feuer gehen, verstratieren. Feuer verstratieren. Hör einmal her, jeder du sein. Von der oder morgen, weil wir in der Stadt gehen und du ein Jahr du bleiben, Handel driven und gewinnen. Die wissen überhaupt nicht, was morgen sein wird. Was ist kein Leben? Dort ist so als ein Nebel, dort ist so ein Nebel abkommt und bald war verschwindet. Deswegen soll die sein, wann Gott dort will. Dann, wo wir leben, in dit und dort tun. Das ist die ganze Antwort. Jakobus 4, Vers 15 ist die ganze Antwort von diesen Tags, was wir von dir haben. Wann Gott dort will. Und Jesus sagt, wenn die du ever gehen, dort ist auch von Beisen. Wenn die glauben, die können das sicher versprechen. Wenn die glauben, dass das in jener Macht ist, das kommt auch von Beisen. Wenn es die versprechen wird, was nicht in jener Macht ist. Und das ist gerade, was wir machen im Denk halten. Wenn Gott dort will, wenn das Gott sein Will ist. Und so, wenn wir zurückgehen tun, was Jesus getan hat mit der Beipredigt, mit diesem Aufschnitt, heute hat uns Reich gesagt, eine Los aufnehmen
Heute hat uns Reich gesagt, los aufnehmen, wo, wie würde man sagen, im Alten Testament würden Menschen ein schwaches Gewissen haben, ich kann Gott nach Himmel nicht was versprechen, ich kann nach Himmel nicht ein Erd geschwören, oder das erjagt. Und da können Schuldgefühl mit sich bringen. Jesus nimmt uns dort alle auf. Und so, wenn wir hier mal kicken, dann, was Jesus uns gelehrt hat, dort ist, dort ist nicht in jene Kontrolle, das ist nicht mal jene Verantwortung. Das ist nicht mal jene Verantwortung, dort irgendwas übernehmen. Da sage ich, wenn Gott das so will, das ist, was wir sollen sein. Wenn Gott sein Will ist, da will wir das erjagen tun. Und so, wie viele Dinge kommen in uns Leben näher, was wir nicht ganz näher wissen, dass Gott sein Will ist. Das sind Dinge, wir wissen nicht näher, was Gott sein Will ist. Das sind viele Dinge, die uns jankern. Und dann will wir hier haben, dass Gott sein Will soll sein. Und da müssen wir für abpassen. Und dass wir da nicht vor Gott kommen und den anfangen, allerhand zu versprechen. Gott, wenn du mir das geben willst, da war ich so und so. Weil die kostet nicht mal noch schwarz oder wit mehr. Was kostet die Gott versprechen? Und wenn wir das glauben, dass Gott souverän ist über alle Dinge, und er hat die Kontrolle über alles, was kann ich für ihn bringen? Wenn mir Dinge für mich persönlich jankern, dann hast du ein Ding, wo ich noch abpassen. Dass ich nicht bloß mein eigenen Gott denken, mein eigenen Will. Und dass ich nicht mein eigenen Will bloß verweg schieben darf. Wir sagen, wir trägen und kicken, was Jakobus sagt, wann hat Gott sein Will ist. Aber ich kann Ihnen von einem Will, was Gott hat, vertellen. Den habe ich auch klar, was Gott sein Will ist. Und er sagt, er will nicht, dass ein einziger verloren geht. Aber dass sie alle an seinen Sohn Jesus Christus glauben und das ewige Leben haben. Von dem Will, du hast nicht eine Frau, das ist Gott sein Will. Und was sage ich heute? Wo wird er raten? Der wird raten will? Durch das Hören von das Evangelium. Durch das das Evangelium zu hören kriegen. Durch dort, was er zum Glauben bringt. Ich kann auch kaum nicht wem eine wirklich gerade Person begegnet, wo du anders als geraten worden, als der er hört das Evangelium, er hört diese gute Nachricht, er hört von wer Gott ist. Und er hört das Evangelium, diese gute Nachricht. Und Gott wirkt den Glauben in den. Und so, wenn wir für uns selbst was wollen, dann wird wir sagen, wenn das Gott sein Will ist, dann will ich das erjagen tun. Aber dort, was Gott all gesagt hat, was sein Will ist, dann darf ich nicht fragen, wann das Gott sein Will ist. Wenn ich sage, das hat er uns all gesagt, das ist Gott sein Will. Und das ist das Krieg, was er gesagt hat. Gut und predigt das Evangelium in der ganzen Welt, zu allen Menschen. Das ist eine gute Nachricht. So unsere Hauptsache hier in das ist, dass wir uns nicht übernehmen, was zu versprechen, Gott, wenn die mir das was geben, wegen mir ihnen janken. Was mich jankert. Gott, wenn die mir das was geben, dann will ich das tun. Und wenn die mir Jan was geben, dann will ich das tun, dann will ich die so und so viel geben. No, das sind alles Versprechungen, was Jesus sagt. Dort nicht mal. Dort nicht von so was ist dort. Sie sind nicht in Sturm. Dort die Kontrolle, wo sich das was rannehmen. Aber das Versprechen, was Gott all gegeben hat, dort jeder letzte von den 7 geraten wird. Dort hat er uns gegeben. Und das ist die Ursache, woran wir unsere Hauptsache ist, dass wir das erste Donner tragen. Dass wir das erste Donner sein, dass das Evangelium verbreitet wird. Wo immer wir sind. Haben wir ihn geschafft,
Habe Arbeiter, Savi Arbeiter, Savi mit anderen Menschen tun, wo immer wir sind, wo immer das auf uns mehlig ist. Ich weiß, dass das nicht mehlig. Und auf viele Städten wird wie große Jachterien anstellen, man wird das mit alle Gewalt wollen. Ich kann auch nicht finden, dass die Bibel sagt, dass wir mit alle Gewalt das Evangelium predigen. No, Jesus sagt, wenn die in eine Stadt kommen, und die gehen abnehmen, in ein Haus, dann bleibt du, was die von der Stadt gehen. Und wenn die dort wird sein, dann wird jene Freude ab die kommen. Und wenn die nicht, dann wird jene Freude nicht hinkommen. Und wenn die das Evangelium bloß nicht annehmen, dann geht du weich, schadet den Stoff von der Kleider auf, dann geht in die nächste Stadt. Du sind Städten, du musst wir uns unsere Kleider aufschadern. Du hast über alle Wege uitgefangen worden, das Evangelium zu predigen. Und das ist klar von der Tag gekommen, dass die so einen großen Hut haben für das Evangelium. Du jetzt nicht mal, weiten down der das alle. Weiten down der das alle. Je hier haben der das all. Und wenn das noch nicht genug ist, dann wird du, wenn das noch nicht genug ist zum ändern, dann wird du nicht frisch kommen. Da wird Gott nicht mit einer anderen Weg kommen, zum raten. Dort Hören von dem Evangelium, wie was Gott gesagt hat, wo der kein Menschen raten wird. Dort ist nicht gesagt. Dort, wenn ihr ans New weichsteiten, dort Gott Luther vielleicht einmal wird, ohne Person schaffen, der in eine schwere Zeit leiden, und dort die dann auf einmal hastig wird, sich nicht das Evangelium drehen, was er all lang gehört hat. Da will ich sagen, das ist wirklich möglich. Aber was ich sagen will, ist das, du hast ein Ding, wir dürfen nicht überschweren, wir dürfen nicht Gott ein Versprechen damit merken oder das erjant, aber dort hat er all gesagt, das ist was er will. So alles, was wir von nu wieder tun, als mit wir oder mit Worten, sagt Paulus, dass das alle Gott in die Ehe, dass Gott durch geehrt wird. Und wo wird Gott alle geehrt, als wenn er wiesen hat, dass er so tun verspielen hat. Dass er so tun ein Verspieler ist. Dort, wo wird Gott sie nun noch gerade merken, als wenn er erst wird, die ganze Schöpfung wiesen, dass er eine anteilbare Herr hat. Von nicht alle Rassen Fallstammen sprechen. Was er gerat hat. Nicht der, was wir gerat haben. Der, was er gerat hat. Wo wird Gott sie nun noch gerade merken, als dort? Und dort ist Krieg, wo wir hingerannt sind. Das ist das Krieg, wo wir nur Hans hielten. Und wir dürfen nicht sagen, Gott, wenn du dort warst, dann war ich so und so. No, er war das all. Er sagt das all. Und das Krieg, worum Jesus uns eben den Trouble spart. Die dürfen nicht ein Schuldgefühl abladen. Wenn ich mir will, zu sagen, habe jemand gehört von, dort Menschen einen Bund brechen, die haben mit Gott einen Bund gemerkt. Und Menschen haben einen Bund gebrochen. Das Haufen Mensch, mal, wenn man sagen wird, wir würden nahen in der traditionellen Kirchen, Haufen Mensch überhaupt einen Bund gemerkt mit Gott. Hat du ein Versprechen gemerkt. Ist dort so, was er sagt, er will. Er will gottesfürchtig leben. Er jaft die Antwort, dass Gott es was am Gerat hat. Aber jaft du ein Versprechen. Merke du einen Bund. Keinmal nicht. Wenn es von einem Mensch glaubt, dass er einen Bund gemerkt hat, dann versteht er noch nicht, was ein Bund ist. Und wie würden man sagen, ein Bund ist korrekt so, wenn er ein Versprechen merkt. Und wenn jemand kicken dann, wo jährlich ist dort, wenn ein Kleiner will einen Bund merken mit einem Großen. Wenn ein Kleiner, der keine Kontrolle über irgendwas hat, und der verspricht einen Großen, dort wird alle Kontrolle hat. Wo jährlich ist diesen Kleinen seine Versprechen? Der trägt keine Weg. Das wurde mir schon ein Beispiel gebracht, dass wenn wir einen Diet merken, er einen Kontrakt bei einem Notario geschrieben. Du hast ein Gerater, wo du gut sein wird. Du hast ein System, wo uns hier regieren wird, wo du gut sein
wat de goed zijn dafür, wat dat bestätigen dat. Wanneer ik nu keine Macht habe, ich habe keine Jurisdiction über irgendwas und ich glaube nicht, was abzumerken, und das soll nicht was Geld sein. Das ist nicht ehrlich. Wenn ich nicht würde einen Kontrakt abmerken, und ich würde ihn bis selbst unterschreiben, und dann würde ich einen anderen fahren und sagen, komm mal, hier ist der Kontrakt. Den habe ich abgemerkt. Wie ehrlich ist das? Das ist nicht ehrlich. Der andere sieht, mit eigenwillig haben. Wenn wir zwei überreine sind, mit der eigenwillig haben. Und dann erst du noch ein geraderes System über uns, wo der Gott sagt, wenn es anders ist, der Kontrakt muss bloß so ehrlich ist, wie überhaupt im Sturm sein Wort zu halten. Aber wo will ich sagen mit das? Dort, was wir im Sturm sind, zu tun, in Not zu kommen, das ist überhaupt nicht. Wenn ich nicht sage, ich habe Gott versprochen, treu zu sein. Okay, wie ehrlich ist das? Wie ehrlich ist das, was ich Gott versprochen habe? Was bist du in Sturm zu tun? Jan Jüngling, was nicht Jesus kennt, sagt, was muss ich tun? Weil, der müsste treurig davon weichen. Die kosten nicht tun. Und jetzt kriegt wohl Jesus uns von wie würde man sagen, der Rat uns actually von dort. Aber wenn Gott kämpft in dem Merken bünden mit uns, erst das erste Mal, was du jährlich hast, wegen er halt dort. Er ist ein Sturm dort zu halten. Und so, ich will mit dir zum Schluss gehen. Ich will, dass das erstmal sehr, sehr flach, das Thema, was ich von dir gehört habe. Ich habe viel darüber studieren, ich habe viel Dollar und wieder und Bereiter darüber studieren, aber das ist ein Thema, was mir schwer ist, muss ich einfach sagen. Ich weiß, du schwer wird von zu merken. Aber ich weiß so viel, dass halt nicht vor Gott kommen und den irgendwas versprechen. Wenn ich sie nicht in Sturm, mein Versprechen zu halten. So, ich würde lieber mit Jakobus wollen sein, wenn das Gott sein Will ist. Und Gott, wenn es dein Will ist, wenn die nicht genug durch mich ist, muss bloß dann kann ich. Und wenn du irgendwas verlangst von mir, Gott, was ich soll tun, dann habe ich hier all abgegeben. Wenn ich weiß, dass ich was nicht kann. Und das ist das Krieg, wenn wir dort erst verstehen können, dann erst uns Vertrauen und bliff, uns Vertrauen bliff, immer Dollar ab Gott. Dass wir immer Dollar von denen abhängig sind und von was er versprochen hat. Und nicht glauben, dass wir am können, mit irgendwas überreden, was wir am versprechen tun. Wenn ich weiß, dass all das nicht erst mit uns. Aber Gott ist gnädig. Gott ist da, wir alles in der Kontrolle haben. Und wenn wir uns auf den verlassen, dort versprechen, was er gegeben hat, dort festhalten. Dort nicht loslassen. Amen. Lieber gerechter Vater, wir kommen hier nochmals für dir und wir danken dir für dein Wort. Und Herr, musst du genug geben. Musst du nicht nur nur schaffen, aus einer in Sturm ist, dein Wort für den Tag zu bringen, wenn das ist so sehr knapp und so sehr flach. Aber Herr, du mit deinem Geist bist in Sturm viel mehr zu wirken, als wir uns überhaupt übertalen können. Und das ist, was ich anbeten will. Und Herr, mag uns dit als eine Warnung sein, dass wir dadurch gelehrt haben, nicht gerade reden, sonst wenn wir in Sturm sind. Was in der Kontrolle zu haben, oder was durchzuführen, mag wir bewahrt worden, für gleichgültig was versprechen. Und Herr, magst du, was alle Macht haben, die Kontrolle über uns nehmen und uns so führen, als dir das gefällt. Und Herr, ich bete auch für die Regierung rund uns. Und ich bete auch, dass die magst genug geben. Wir sollen, wo grausam du gehandelt wird, wo leicht du gemordet wird, wo leicht du
einen wahrer mal hier wie, wo die deutsche Menschen sind, wat er bis an umgebracht werden. Und Herr, dat was so euch geworden, dat wir da einmal all wenig überdenken. Herr, ich bete, mocht das nicht sein, dat wir all sein kalt geworden, du immer. Aber mocht die Leute genug schenken. Mocht die Leute halten, dass wir das Evangelium mitbringen, dass alle Wegen die Evangelium muss gepredigt werden, auch die Menschen, die in so einem kalten Leben leben. Mocht die das auch geben, dass sie zu der Erkenntnis von das Evangelium kommen. Und mocht die auch das Leben ändern. Und das wiesen, wie groß die Macht ist, über den geratsten Sünder. Aber Herr, wir weten, dass das alles in deine Macht und deswegen beten wir, dass du machst, mit deinen Arm angreifen. Und dass du machst, am deine Kinder erhalten, Ordnung schaffen. Und Herr, musst du uns die Freudigkeit geben, dein Wort zu verbreiten. Und wir weten, dass das gefährlich ist. Und das kann uns Leben kosten. Aber Herr, du bist mehr wert als uns Leben. Das Evangelium ist mehr wert als uns Leben. Herr, möchtest du uns diesen Mut geben, dass wir machen Beruf das Evangelium verbreiten. Und dass so eine Menschen, die nie in so einem Leben tun, dass sie auch machen, zum Glauben kommen an die. Das bete ich in Jesus' Namen. Amen.